Hallo, ich heiße Kozlova Julia Alexandrovna. Ich komme aus Syktyvkar. Ich unterrichte Deutsch in einer allgemeinbildenden Mittelschule Nummer 35. Und jetzt möchte ich Ihnen das 9. Kapitel des Romans Die toten Seelen von Gogol vorlesen. Eines Morgens, noch vor der Stunde, wo in der Stadt N die Besuchszeit beginnt, flatterte aus der Türe eines orangefarbenen, hölzernen Hauses mit einem Erker und einigen blau angestrichenen Säulen eine Dame in einem eleganten, gestreiften Kleidchen heraus, begleitet von einem Lakai in einem Mantel mit mehreren Kragen und einem runden, glänzenden Hut mit goldenen Tressen. Die Dame hüpfte eilig die steile Treppe hinab, um gleich darauf in dem vor der Türe haltenden Wagen zu verschwinden. Der Lakai warf sogleich die Wagentüre zu, sprang auf das Trittbrett und schrie dem Kutscher vorwärts zu. Die Dame brachte eine Neuigkeit mit, die sie soeben erfahren hatte, und spürte ein schier unüberwindliches Verlangen, sie auch anderen Leuten mitzuteilen. Sie blickte jeden Augenblick aus dem Fenster und musste sich zu ihrem unendlichen Ärger überzeugen, dass sie kaum mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte. Jedes Haus kam ihr heute länger vor als gewöhnlich. Das armselige Asyl für alte Frauen mit seinen schmalen Fenstern schien gar kein Ende nehmen zu wollen, so dass die Dame es schließlich nicht mehr aushielt und ausrief: »Das verfluchte Haus, ist es denn noch immer nicht zu Ende?« Der Kutscher hatte schon zweimal den Befehl erhalten, sich doch zu beeilen. »Schneller, schneller, Andruschka! Du fährst ja heute unerträglich langsam.« Endlich war das Ziel erreicht.